Guten Tag, ihr Leid. Lese, der Stadt geht immer schnell hier. Wir gehen hoch, heute haben wir vor. Wir fliehen auf den Glutzwilling. Wir wollen unbedingt in die Höhlen hingehen, wo sie da gemacht haben. Da gucken wir gleich mal, ob wir uns da richtig ingeloggt haben. Oh ja, wir haben neue Sache freigeschaltet. Sag, das ist nicht viel. Anglerfischfossil. Ah ja, stimmt mal. Ich habe eine Höhle mit einem Anglerfischfossil darin gefunden, aber die Öffnung ist gerade mal groß genug für meinen Scout. Aber es gab Schrift war drin. So, jetzt pass auf. Was ist denn das da? Glutzwilling, ja. Ja, die sonnenlose Stadt. Aha, gibt es doch noch was Neues. Die Nomai-Überlebenden, die haben Glutzwilling abgestürzt haben, beschlossen, die Höhlen unter der abgestürzten Stadt Zuflucht zu suchen. Die Nomai entdeckten einen seltsamen wandernden Felsen, der in mehreren Höhlen auf der Nordhalbkugel des Glutzwillings erschien. Ich habe einen seltsamen Felsbrocken, also das ist wieder ganz was anderes. Ich habe einen seltsamen Felsbrocken, ich will doch aber die wandernde, die sonnenlose Stadt, so war das. Schlossen Höhle, entdeckte Ende Passage, Rettungskapsel, vielversprechend, aber auf der Zuflucht. Chat ist der Meinung, die haben irgendwo ohne sonnenlose Stadt zum Hochenergielabor. Ich habe eine Wegmarkierung zur sonnenlosen Stadt gefunden, aber der Pfad ist versperrt. Mir wolle jo aber ins Hochenergielabor. Das kann nur über... So. Mir wolle zuallererst mal, bevor wir ins Labor gehe, also Moment. Einträge ansehen, Position auf HUD markieren. Da, Rettungskapsel 2. Die wollen wir auf dem HUD markieren. Weil man nämlich von der Rettungskapsel direkt runtergehen in das Dingens, in die Höhle, wo sie dann drin waren. So. Auf geht's. So. Und wir müssen uns so ein bisschen beeilen, weil die Höhle halt mit Sand voll läuft. Und bisher sind wir halt immer relativ spät hingegangen, weißt du? Und das ist schlecht. Oh shit. Das ist auch schlecht hier gerade. Ja, ich bin schon klar. So, jetzt pass auf. Autopilot aktivieren. So. Aber jetzt. So, jetzt pass auf, Wacht. Rettungskapsel, 235 Meter, langt mir. Okay, auf geht's. Muss jetzt halt schnell gehen. So schnell schon mal nicht. Wo sind wir dann? Rettungskapsel, da. In dieser Ingang. Ist doch nur dann wieder. So. Schnell nehmen. Da kommt, glaube ich, schon der Sandsturm, oder? Irgendwo her. So. Ich bleib mal besser in der Höhle. Ah ja, der ewigste Sandsturm, dann ist egal. So, das ist die Rettungskapsel, ne? Wie komme ich da jetzt halt hin? Ich glaube von außen. Ah ja, ich könnte mal Licht da machen, ne? Ja, ich müsste hoch. Das ist zu hoch. Mal wieder. So. Dann daneben. Au alle. Ja, ihr Leid, wir waren da überall schon, ne? Soweit. Ich will halt so schnell wie möglich jetzt da nun kommen, bevor wieder alles voll gefüllt ist. So, jetzt müssen wir da nun, das ganze Dingens brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir eventuell. Wir wissen jetzt, wie wir weitergehen. Wir müssen da entlang, ne? So, und ab jetzt tun wir die Schriftdinger, die wir finden, wieder lesen. Der Weg zur Zuflucht ist umständlich, verfolge also genau die Anweisungen. Naja. Vorwärts bis zu einem Sandfall in der Grube und wende dich dort nach links. Geh weiter bis zu einem Raum voller Felssäulen. Säulen. Okay. Grube, Sandfall, nur links. Oh, warte mal, geht's noch weiter.
Das Sand hier steigt schädlich an, dann muss ich trotzdem schnell beeilen. Mach halt. Laufe vorwärts bis zu einem Sandfall an der Grube und wende dich dort nach links. So nach links. Und dann irgendwo... Da ist das Loch. Oh, das war nix. Das müssen wir besser hinkriegen. Moment. Auch nicht besser, aber wenigstens aufgelandet. So, weiter geht's. Wir müssen uns halt wirklich beeilen, ne? Da ist es nicht, stinkt zum Laser. Pass auf, wenn du den Abgrund überquerst. Die Brücke ist nicht sehr stabil. Sobald du auf der anderen Seite bist, suche nach einem Tunnel, der von einem Sandfall verdeckt wird. Okay. Das da ist die Brücke. Weiß ich doch auf eurer Brücke. So. Zack. Da hinten müssen wir ran. Moment. Also, so war doch das Loch, oder? Da. Da sind wir. Okay. Ja. Das machst du gut. Du musst nur noch ein kleines Stück weiter nach links und dann ist die Zuflucht. Du kannst dich ausruhen. Beeil dich, bevor der Sand kommt. Weiter nach links. Da ist die Zuflucht. Okay. Ich sehe hier gerade gar nichts, ihr Leid. Ich finde, das ist gar keine Zuflucht hier unten. Das ist einfach nur ein Loch. Die haben mich angelogen. Ernsthaft jetzt? Die hat mich angelogen. Och komm. Es ist jetzt nicht cool von euch. Ich komme halt Anime raus, weil das Kackloch so tief ist. Doch, komisch. Oh, da ist der Sand schon. Muss nur links. Ach do! Ach so! Wenn ich mich so jetzt ausruhe. Ah ja. Ah, tatsächlich. Alles klar. Na komm her. Hat nämlich so viel Zeit. Weil ich nämlich so langsam war. Wo ist die Zuflucht? Schiffslog aktuell. Tatsächlich, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich bin in der Zuflucht. Kann ich die da wieder zumachen? So, dass da kein Sand drin kommt, welche? So. Anglerfisch-Fossilausblick, 40 Meter. Sehr gut. So, da ist jetzt zu, ne? Dann dürfte ich hier jetzt hoffentlich vor dem Sand sicher sein. Hier gab es noch keine Sauerstoffpflanze, ne? Schub's mal nur nach. Das war zu weit ohne, glaube ich. Das fand ich jetzt aber nicht cool, okay. Ah. Okay, dann lassen wir einfach, haben wir ein bisschen Licht, ne? So. Bin ich gerade durchs Loch gefallen, oder? So, ach, das ist die Tier. Guck da. Ich könnte halt mal wirklich so langsam Sauerstoff gebrauchen, aber alle Pflanzen hier sind kaputt. Das ist schlecht. Oh, noch was zum Lesen. Levi, wir treffen uns in der Fossilienfischhöhle, um das Spiel zu starten, falls du zu groß bist, um durch den Anglerfischausblick zu klettern. Oh, guck mal, das ist Krickelkrackelschrift, das ist von Kinder. Du musst wohl den langen Weg nehmen, aber es ist nicht so weit. Gehe in die Trittsteinhöhle und hoch in die Fossilienfischhöhle. Ja, ja. Ich habe versucht, über die Trittsteinhöhle zum Fossilienfisch vorzudringen, konnte den Eingang aber nicht finden. Wo ist der? Denk dran, den Fossilienfisch zuerst zu füttern. Wenn du zum Anglerfischausblick willst und dann Licht in sein Maul wirfst, weist er dir den Weg.
Hackett passt nicht mehr durch den Anglerfisch-Ausblick, weil er einfach zu groß geworden ist. Er ist jetzt sogar größer als Levi, okay. Wen interessiert das schon? Ilix ist jetzt immer noch der Größte. Ja, aber... Okay. Ich brauche Sauerstoff, ihr Leid. Ich brauche Sauerstoff, ihr Leid. Und das brauche ich auch noch halt. Wo komme ich denn überhaupt her? Wahrscheinlich von da. Warte mal. Ah, ne. Das ist einfach nur... Ah, okay. Was ist das? Auerle. Keine Ahnung. Also das war hier halt mal so, ja, ich weiß. Ist jetzt trotzdem schon voll mit Sand, guck. Nee, ich bin jetzt rausgegangen? Ich weiß auch nicht. Ja, ich habe jetzt halt... Ihr Leid, ich habe halt das Problem, ne? So schön gut. Das Problem ist halt, hoppala, dass ich halt... Oh, wo sieht's nach Sauerstoff aus, wenn er mich froh. Oh ja. Au. Ja, jawohl. Sollen wir die Sonnenstation errichten, um das Projekt Zwillingsasche mit Energie zu versorgen? Ich will nicht glauben, dass dieser Vorschlag ernst gemeint ist. Der Zweck der Sonnenstation widerspricht all unseren Standards und allem, an das wir als Spezies glauben. Wie nicht anders zu erwarten, kann ich dem nicht zustimmen. Wir treiben eine mögliche neue Technologie weiter voran als je zuvor. Das ist meiner Erfahrung nach das Hauptmerkmal unserer Spezies. Gibt es andere Möglichkeiten, um eine solche Energie zu erzeugen? Theoretisch ja, praktisch nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zu unseren Lebzeiten noch entdeckt wird. Ich verstehe, dass dieser Vorschlag beunruhigend klingt, aber die Sonnenstation muss gebaut werden, wenn wir das Projekt Zwillingsasche abschließen wollen. Koleus, wenn wir versagen, und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nicht unerheblich, werden wir zweifelsohne uns selbst, alles Leben hier und den Rest dieses Sternensystems zerstören. Ich möchte diese Spezies schützen. Die potenzielle Vernichtung eines ganzen Sternensystems ist ein zu hoher Preis. Wir sollten die Sonnenstation nicht bauen, egal wie sehr wir uns nach Wissen sehen, das damit einhergeht. Oha. Die Angst vor dem Versagen ist ein armseliger Grund, es nicht zu versuchen. Ich glaube, solange wir behutsam vorgehen, kann die Sonnenstation ein Erfolg werden. Ich glaube an Pi. Pi sagt, Bocke, ich fühle mich zutiefst geehrt, daher verstehe deinen Standpunkt. Gleichwohl werde ich dem Einsatz der Station sowieso nicht zustimmen, solange wir nicht absolut sicher sein können, dass die Sonnenstation keine Zerstörung verursacht, sobald wir sie gebaut haben. Okay. Es geht halt jetzt wirklich drum, dass die festgestellt haben, wenn sie die Sonnenstation bauen, dass er eventuell das Sonnensystem zerstören könnte. Was ist dann da unten alles? Oh wow. Viel zu lesen. Anglerfisch-Ausblick-Bezirk. Ah, sehr schön. Oh, geil. Trittsteinbezirk. Hochenergielabor-Zugangspunkt. Alles hochfahren, ne? Augenschreinbezirk. Okay. Da war der Anglerfisch-Ausblickbezirk. Und da hinten war der Trittsteinbezirk. Der Anglerfisch-Ausblickbezirk. Komm ich, glaube ich, gar nicht mehr hier. Shit. Das ist halt einfach so, oder? Komm mal her. Zack. Ja, war da, wo ich vorhin durchs Loch gefallen bin, glaube ich. Ajo. Ja. Okay. Ah ja, da geht's dann raus. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt halt da hoch. Das ist der Trittsteinbezirk. So, hier. Es scheint wohl der Trittsteinbezirk zu sein, wann ich mich nicht irre. Bin mir aber jetzt nicht so sicher. In seinem Bett ist er gestorben, der arme Kerl. Oder Meide.
Hätte ich halt nicht, soll ich mich Ammo da ins Bett legen? Nee. Aber da kommt Sand überall raus. Ich glaube, ich kann da noch nirgends hingehen im Moment. Was? War da mal was? Nee, es war um nach unten zu kommen. Beziehungsweise um von unten hoch zu kommen. So, weiter geht's. Ich geh mal. So. Ja, es ist da um von unten. Kann ich da wieder Sauerstoff füllen? Nein. Ich mach hier nur ein bisschen. Was hat eigentlich die Zeit? Weiß ich das? Ich gucke jetzt halt, ob ich hier doch irgendwie da über hat was geleuchtet. Ich glaube durch und dann nur rechts. Ist das so der Abwärts oder was? Moment, was war das? Ah ja. So kann ich doch irgendwie das Kakteen von der. Ah ja, gut, so kann. Ah nee. Danke. Danke, Lutscher. Ich stelle vielleicht da oben durch. Okay. Also ja, ich kann da halt hingehen, aber komm halt nicht dort durch. Das ist schlecht eher. So. Jetzt auch nicht lang. Alles auf Wohnanlage. Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Könnte ich halt hegen. Guck mal, wenn ich da unten Land kriege, ist so schade. Das ist so beschissen. Wie komme ich jetzt da raus? Oh komm, weißt du was. Machen wir das einfach so. Das ist deutlich einfacher. So. Was ist das da? Nein! Da war gerade irgendwas zu lesen, glaube ich. Da waren wir überall schon. So, oh fuck. Der Sand kommt halt trotzdem daher, ne? Jetzt weiß ich, jetzt habe ich die Orientierungsdinger da nicht mehr. Was ist das hier? Oh, fuck. Ja, okay, ich muss eh raus. Ah, es ist schon zu voll hier mit Sand, ne? Ich habe gedacht, das wäre eine sichere Zuflucht. Jetzt ist das genauso kacke wie die anderen Dinger mit ihrem Sand. So, und ich bin hier gleich ziemlich platt geleitet. Kann ich da vielleicht noch hinaus? Ich komme zumindest mal noch raus, ne? Höher muss ich. Oh, da steht was. Das ist erstaunlich. Schaut in die Höhle. Wie ist es dort hineingelangt? Etwas Vergleichbares haben wir in diesen Höhlen noch nicht gefunden. Ich denke, das ist ein bemerkenswerter Fund. Ah. Soweit wir das beurteilen können, glauben Koleus und ich, dass diese Spezies in der Tat sehr alt sein muss. Stellt euch nur vor, was wir alles lernen können, wenn wir das untersuchen. Wir beide stimmen darin überein, dass dieser trockene Planet unmöglich der ursprüngliche Lebensraum dieses Monsters gewesen sein kann. Ganz besonders, wenn man berücksichtigt, was wir während der Evakuierung des Gefährts beobachtet haben. Evakuieren, ja. Dieses Loch ist viel zu klein, als dass es da durchgepasst hätte. Hypothese: Es gibt einen weiteren Zugang zu dieser Höhle. Gibt es ihn, dann werden Koleus und ich ihn finden. Wir dürfen nicht zulassen, dass wertvolle Informationen unentdeckt bleiben. Ich muss hier weiterlesen. Und Neuigkeiten. Wir müssen rasch einen Weg hineinfinden, Melorae. Bei meiner Rückkehr hierher fand ich auf der Suche nach einem Höhleneingang Kinder vor, die auf dem Forschungsobjekt herumtollten. Die sind also doch hingegangen. Ah, Gemodo. Ja. Also ich meine, jetzt bringt's halt nicht mehr. Komm ich da durch? Nee, ne? Jetzt bringt's halt nicht mehr viel.
Ich gucke mal, ob ich noch irgendwie hier komme. Oh, fuck. Ah, okay, ich bin von da gekommen. Ja, aber es ist einfach nur im Kreisgang dann. Ah, ja. Ja, ihr Leid. Bevor mir jetzt hier ein qualvoller Tod sterbe, wo ich mal ein bisschen meditiere. Ja. Okay. Dann haben wir aber schon mal saumäßig viel rausgefunden, weil. Wir haben den Fusch gefunden, aber nicht den Zugang. Den Zugang haben wir ja rausgefunden, haben die Kinder, der ist irgendwie außenrum über irgendwelche Brücke oder sowas. So. Wer ist denn, soll man noch eine Rundwaage? Ja, komm. Jetzt habe ich doch richtig Bock drauf gekriegt. So. Da wollen wir jetzt schon einfach noch einmal hin. Ich bin halt im Überlegen, soll man jetzt erst lesen, was man nice haben? Na guck mal, so viel ist es gar nicht so viel nice, ne? Da würde ich schon sagen, dass man das lese. Fangen wir da oben an. Sonnenlose Stadt. Eine Nomadenstadt, die in den Mauern einer riesigen unterirdischen Höhle gebaut wurde. Die Stadt ist vertikal in 4 Bezirke unterteilt. Die Nomai berieten sich über den Bau einer Sonnenstation, um das Projekt Zwillingsasche zu betreiben. Mehrere Nomai lehnten den Bau ab, mit der Begründung, dass eine Fehlfunktion zur Zerstörung des Sternensystems führen könnte. Das ist noch mehr zu entdecken, das weiß ich doch. So, und zwar Anglerfischfossil. Was habe ich vorhin schon gefunden? Kinder der Nomai spielen in der fossilen Fischhöhle. Es gibt eine Möglichkeit, die fossilen Fischhöhle von der Trittsteinhöhle aus zu betreten. Der Eingang von der Trittsteinhöhle aus ist schwer zu sehen, es sei denn, der Anglerfisch wird zuerst mit Licht versorgt. Ah, ich gehe also an die Anglerfischhöhle, also an eine kleine Durchdingsbums da, schieße dem das Licht in den Mund und dann gucke ich, wie es weitergeht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt gleich, oder? Dann gibt es heute ein bisschen was Längeres, mal länger wie 30 Minuten, außer ich stelle mich blöd dran. So, einen Moment. So. Kann ich mich da hin... Und ich mal noch gucken, schon mal nichts nice. Wir waren ja gestern nur so. Also, jetzt pass mal auf. Die sonnenlose Stadt. Kann ich da halt irgendwie Position auf hart markieren? Das Problem ist halt, wenn ich mich in die sonnenlose Stadt hinmache, finde ich schon den Weg nicht. Oder? Sollen wir es aus? Guck, wir probieren es aus. Ob ich, wenn ich direkt in die sonnenlose Stadt hingehe, ob es so irgendwie einen Punkt gibt, wo ich so hinkomme oder halt wirklich nur durch das Rettungskapsel-Ding. Das wäre halt doof. Das wäre halt doof. Wir werden es sehen. So, auf geht's. 11,3 Kilometer. Das ist schon ordentlich, ne? So. Blutzwilling, das ist richtig. Auf geht's. So. Aha, so wie das aussieht. Bremsdüsen zünden. Das kennt ihr, oder? Unlose Stadt ist irgendwie da eben. Ja. Habe ich mal gedenkt. Einen Moment. Wir sind noch nicht so weit. Autopilot aktivieren. So. So, sonnenlose Stadt war irgendwo links. Kann aber gleich. Was ist das da? Was ist das da? Boom. So. Raus geht's und weiter geht's. Zack. Sonnenlose Stadt da unten. So, da unten Nuna. Oder? Moment. Was ist denn das Blaue da eben? Ja, ich mache schon wieder genau das, was ich eigentlich nicht machen wollte. Ne? Irgendwie mich ablenken lassen. Aber egal, wir müssen ja mal gucken. Ah, super. Okay, dann machen wir das einfach so. Boom.
Bin ich wohl zu dumm dazu, Sina? Müssen wir immer so rumgehen. Bis ich das irgendwann geschnallt habe. So, ihr Leute, ihr wisst den Weg, ne? Also ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aber macht da nichts. So. Er hat gesagt, ich muss hier vorsichtig sein. Wupp. Uah. Ich gedacht, ich pack's nicht, ne? Musst du durch. Links rum, dann noch da ist noch ein Wasserfall, glaube ich. Ja, genau. Ne, da ist jetzt das Loch in der Deck. Ja, genau. Langsam habe ich den Weg drauf, ne? Und da jetzt volle Pulle hoch und ich den Kopf angehauen und dann aber da gelandet. So, da ist richtig. Siehst du, hey, wir sind halt super gut dabei, oder? So, jetzt müssen wir irgendwo... Oh, fuck. Oh, ich bin... Was? Also. Ja, Brücke ist mir egal. So, stimmt doch alles. Aua, aua, aua. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Da müssen wir hin. So, jetzt weiter nur links. Und da irgendwo da oben. Geronimo. Au, 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 au. X gedrückt halten, leck im Anzug flicken. So. So. Pass auf. Ich weiß, wo wir sind. Ne? Das ist schon alles richtig soweit. Aber da ist jetzt gleich Fusch. So, Scout ausrüsten. Alles klar. Und der Scout, der weist mir jetzt den Weg. Mir weist doch gar niemand den Weg. Also ich finde schon, ne? Dass wir denn da ziemlich gut gezielt haben, weil wir können noch besser Ziele. So. Ne, das war gar nichts. Bisschen höher, so ungefähr. So, der ist astrein drin. So, dann lassen wir jetzt also da drin. Jetzt gehen wir nun. Mache die Tiere da auf. Ja. So kann ich ja die Tiere einfach auflassen. Das bringt halt gar nichts, ne? Das ist schneller da. Jetzt erstmal da rüberhupsen, ne? Da. Hey, ich hab's voll drauf, ihr Leid. So, kriegen wir nämlich Sauerstoff. Trittsteinbezirk, da muss ich hin. Das da unten ist der Trittsteinbezirk. Finde ich nicht gut. Und da kommt man irgendwie hier zum Fusch. Ah. Ne, da kommt man einfach nur hier. Ah, warte mal. Es ist alles nur wie heiser selbst verbunden halt, ne? Aber wie kommt man dann so zum Fisch? Was ist das? Trittsteinhöhle. Ah, ja. So, zum Trittsteinbezirk über die Trittsteinhöhle. Okay, das ist klar. Alles klar. Irgendwie kommen wir so zum Fisch, hieß es. Da vorne ist ein Licht. Ja, es ist einfach nur Licht. Sehen wir das? Da hinten ist ein bisschen Licht. Kann das der Fisch sein? Ich glaube schon, oder? Ja. Fuck. Ich hoffe, dass es richtig war und dass ich jetzt nicht einfach im Kreis geflogen bin. Nee, eigentlich nicht, oder? War, ja, ich weiß. Hier habe ich es nicht so, ne? Das war die ganze Felsen-Dinger. Ich gehe mal weiter hoch. Okay, da ist irgendwas. Ah ja. So, was ist das hier?
ist das... Oh, nee. Jetzt bin ich einfach im Kreis gelaufen. Ja. In der Trittsteinhöhle solltest du jetzt den Eingang zu... ich habe dem Fossilienfisch eine neue Laterne gegeben. In der Trittsteinhöhle solltest du jetzt den Eingang zur Fischfossilienhöhle sehen können. Es hat schon etwas, dass du klein genug bist, um durch das Loch vom Angler ausfischen. Ah, das ist neu. Ich bin auch noch klein genug. Aber du wirst nicht mehr lange sein. Mama und Papa sind so groß, also werden du und ich auch so groß werden. Das ist klar, wir sind auf dem richtigen Weg. Irgendwie. Okay. Ja, nee. Jetzt gehen wir da viel weiter. Trittsteinhöhle, fossile Fischhöhle. Licht ins Maul, dann weist er den Weg, ja, aber... Ja, da war mal, also das war, ne? Okay, wir haben es also wieder verlaufen. Astrein. Okay. Ach so, es ist einfach nur so rund hier. Also das ist schon die richtige Höhle, aber ich sehe nicht, wo ich hin muss, ihr Leid. Ohne bin ich, glaube ich, ruff. Wo ist Licht? Das ist immer ganz klar, ne? Ach, das ist das Scout. Ich könnte mich einfach am Scout orientieren, Mann, ihr Leid. Warum sagen wir das kennen? Ich kann hier nicht... Hab noch ein bisschen... Geht nicht. Okay. Aha, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nee, nicht sehr gut. Hopp. Ja... Ey, ich hab's halt einfach nicht drauf. Das kann man nicht anders da sagen. Ich hab's halt einfach nicht drauf. Alter, wieso geht das doch nicht weiter? Das ist doch Kacke. Hey, echt jetzt. Wie soll ich denn da hochkommen? Ich kann natürlich einfach warten, bis das Sand hoch genug ist. So. Aber das ist halt dumm, ne? Ja. Mich ist gepackt. So. Okay, jetzt bin ich an dem Dingens da. Und nu? Jetzt kann ich da überlesen, was da steht. Oh, das ist... Oh, nee. Oh, leider, Kinder. Wer als letztes dran war, als wir aufhören mussten, ist jetzt der Anglerfisch. Regeländerung. Der Anglerfisch muss jetzt die Augen verbunden haben. Und darf nicht linsen. Warum verändern wir etwas? Es ist zu schwer, wenn du nichts sehen kannst. Tante Pai sagt, echte Anglerfische sind blind, also musst du auch eine Augenbinde tragen. Die Regel bleibt so. Regeländerung. Es ist erlaubt, dass junge Kinder keine Augenbinde tragen, wenn sie jagen müssen. Der Rest von uns trägt weiterhin die Augenbinde wegen der wissenschaftlichen Genauigkeit und damit das Spiel etwas gerechter wird. Okay. Der Rest, die kleinen Fische, müssen sich an der Wand aufstellen. Auf das Kommando des Anglerfischs hin schleichen sich die kleinen Fische auf die andere Seite. Wer vom Anglerfisch gefangen wird, wurde gefressen. Der letzte kleine Fisch, der gefunden wird, ist der nächste Anglerfisch. Der alte Anglerfisch gibt dem neuen Anglerfisch die Augenbinde und wird zu einem kleinen Fisch. Okay, alles klar, ich verstehe. Ja, Spiel, was ich nicht so ist, das ist halt gar nicht schön. So, mein O2, also mein Sauerstoff geht auch gleich leer. Aber was genau? Oh! Ich wollte gerade sagen, was genau will ich hier? Ich glaube, ich habe so ungefähr eine Idee, was ich hier will.
Okay. Nein. Moment. Ja, okay. Pass auf. Ich will... Ja. Ich dort drauf stelle. Ah, es ist halt nicht so leicht. Ne? Kann ich mich da überhaupt drauf stellen? Scheint so. So. Wie? Wo bin ich? Anglerfischstudien. Eieiei. Die Analyse des Verdauungsapparats des Anglerfischs legt Verhungern als Todesursache nahe. Das war der da oben. Ich wollte doch eigentlich Stände haben. Nach visueller Beurteilung scheint es sich bei dem Anglerfischfossil um dieselbe Spezies wie auf dem Schwarzdorn zu handeln. Wir glauben, dass es nicht von diesem Planeten stammt. Neuigkeiten, Meloray. Während ich Skizzen des Anglerfischs anfertigte, beobachtete ich erneut die Kinder von vorhin, wie sie hier spielten. Basierend auf unserer Forschung haben sie ihrem Spiel eine neue Regel hinzugefügt, was wundervoll ist. Ach so. Ja, aber ich bin absolut verzückt. Es ist nie zu früh, seine Liebe zur Biologie zu entdecken. Ah, die Regel mit dem, dass man blind ist. Der lange Fortsatz an seinem Kopf ist biolumineszent. Möglicherweise nutzt er es den Fortsatz, um Beute anzulocken. Eine Art Bilder. Ja, das hätte ich ja gleich erkennen. Ja, ich weiß, dass der Treibstoff irgendwie der beste ist. Moment, hier ist eine Höhle. Was ist das blaue da hier wieder? Wo ist mein Schiff? 218 Meter, ich gehe mal. Das packe ich nie im Leben. Okay, das wird eng. Eng ist gar kein Ausdruck, Junge. Das ist das Schiff. Au. Ist scheißegal, wir sind aber da. Alter Schwede! Alter Schwede, wie geil, oder? Ist das geil! So. Pass auf. Also wir gehen jetzt erstmal gucken, was wir jetzt rausgefunden haben, ne? So. Noch was, nur das? Das ist voll wenig, ne? Okay. Kinder der Noma spielten hier ein Spiel. Ein Spieler war der Anglerfisch und trug eine Augenbinde. Die restlichen Kinder, die kleinen Fische, mussten sich an der Wand aufstellen. Auf das Kommando des Anglerfischs hin schlichen sich die kleinen Fische auf die andere Seite. Die Regel mit der Augenbinde wurde aufgestellt, weil echte Anglerfische blind sind. Die erwachsenen Nomai waren erfreut zu sehen, dass die Kinder ihre Forschung in Spielregeln mit einbezogen. Hier gibt es immer noch was zu finden. So. Bau einer Sonnenstation. So, also meine Idee ist jetzt folgende. Wir fliehen oder nicht? Zu dir, Kollege. Na, komm her. Nein, du schnell kommen, nicht weiter weg. Bom. So, sind wir noch nicht gescheit gelandet. So. Weil der Planet ist nämlich ziemlich leer. Was ist das da ohne Leiter? Ein richtiger Mensch? Sieht irgendwie aus, als würde einer im Mantel rumleihen. Ne? So, Moment. Nein, da gehen wir nicht hin. Guck mal, ob ich da ohne reden kann. Ohne scheint das Bier zu sehen. Das war nix. Muss ich schon wieder ganz hochlaufen irgendwie? Ja. Oh fuck.
muss jetzt halt sitzen. Es sitzt. Hahaha. Pech gehabt. Nee. Alter, was bist denn du für einer? Yep. Shit. Ich habe mich gerade gebeamt. Das ist nicht gut. Ich bin gerade gewarpt. Okay, dann lesen wir halt das. Willkommen auf den Untiefen der Riesenfreunde. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr bald die Statuen sehen werdet. Sollte ich nicht in meinem Heim sein, sollte ich bestimmt in meiner Werkstatt... Oh, kack. Okay. Kann ich noch einmal hier? Ja, gut. Da wollte ich hin. So. Ich will halt wissen... Ach, da sieht das geil aus. Was das mit dem hier auf sich hat. Was ist das für einer? So. Und wieso kann ich da nichts machen? Oder irgendwie, hallo? Lebst du noch? Ah, ich kann nur nicht da machen. Das sind das zwei? Komische Füße. Ist das eine Nummer? Was zur Hölle ist das hier? Hier ist auch noch irgendwie sowas. Ich geh mal da rüber, oder? Wo war nix? Boah, ey, hör doch auf, dich so zu drehen, du machst mich schwer. Ich fliege mal da rüber. Ah, aber nicht da hin. Okay. So, das dürfte ungefähr lange. Runter. So. Und schön. Danke. Ich habe ganz vergessen, die Schwerkraft hier, dass die da... So. Wow, ich habe dich schon länger nicht kontaktiert, Pi. Wie geht es bei der Idee mit den Plänen für die... Ihr wisst, was ich meine. Meine derzeitige Einschätzung der Situation lautet, dass unser Plan entweder mit einer großen Explosion fehlschlagen wird oder mit einer großen Explosion erfolgreich sein wird. Du weißt bereits, dass ich solche Witze nicht lustig finde. Okay, da ist, glaube ich, kurzer Satz. Wie merkwürdig. Rami findet meine Witze nämlich zum Schießen. Davon abgesehen kann ich mich nicht erinnern, dich gebeten zu haben, diesem Gespräch beizuwohnen. Ich verstehe nicht, was Ramis Schießkünste damit zu tun haben sollen. Und ich kann mich übrigens nicht erinnern, der Konstruktion der Sonnenstation zugestimmt zu haben, aber ich arbeite trotzdem daran mit. Ja. Moment, Idee, ja, es war wirklich so, wo gesagt hat, ja, ich arbeite mit, aber wir wollen es nicht ausprobieren oder sowas. Also Hypothese. Es könnte beiden von euch zuträglich sein, etwas Zeit fernab der Station zu verbringen. Das ist eine überaus interessante Hypothese, die wir umgehend testen sollten. Ich denke, darüber sind wir uns ausnahmsweise beide einig. Warum man da halt manche Dinge rausmachen kann, ne? Kodex und manche nicht, verstehe ich auch noch nicht so ganz. Da komme ich wieder nicht durch. Es ist einfach so geil, hey. So. Oh, Moment. Ja, das ist einfach so geil. Ausstehe ich, da wäre ich ihm gesaugt, wo ich dödel. So. Schwerkraft. Oh ja, Eck ist über mir. Ich bleib einfach ganz genau stehen. Weil man das Ding... Wow, mich jetzt hat insaugt. Ist so wieder die oder... Hä? Und weg? Kann ich da hoch? Ting, oder wie komme ich da hin? Ich will sie dir. So, aber die ist kaputt. Du musst wohl nur durch Beamen hin oder so. So. Oh fuck. Ich sehe gerade 0,0 Schwerkraft. Das ist nicht gut.
Also ich sollte nicht zu viel hupse hier. Was ist denn noch so? Umgefallene? Ich habe keine Ahnung, was das für Leute sind. Da. Komm, wir beamen uns mal weg. Geht nicht. Da geht nicht mit aus. Waren wir da vorhin nicht schon? Oh, du fällt. Ah. So wacht. Oh, ist ziemlich heiß da oben. Alter. Alter, vertrick mich nicht. So, ich habe nämlich gerade jetzt rausgefunden. Okay, ich musste noch Stickel Nunna, war das, gell? Sieht aber nicht so aus. Das sieht irgendwie falsch aus. Und das so aber anders aus. Oh shit. Oh shit, da kommt er schon wieder. Lass mich nehmen, lass mich nehmen, lass mich irgendwo nehmen. Es war nix. Es war... Oh, voilà. Ein großer Hüpfer. Kommt jetzt das Sand wieder zurück? Ne, die holt jetzt wieder das Sand hier. Ich weiß, dass unser Sauerstoffblei weg ist. Uah. Hey. Okay. Jetzt aber rasch doch hin. Uah. Okay. Geht's jetzt ganz nach oben oder was? Okay, alles klar. Komm, ich drehe mich ein bisschen. Hui. Achso, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht so cool. Ja, 1 Minute noch, Cheers. Ist doch ist jetzt so. Okay, ich bin ganz oben auf dem Turm, aber was soll ich da? Hui. Ich hab. Komm, nehmen wir da. Oh. Ja, sorry. Hopp. Hopp. War ich doch schon drin? Ja, guck mal da. Ich würde mich gern wegbeamen. Ha, komm. Wir sind gleich tot. Also erstens mal... sind wir sowieso gleich tot. Ist das krass, wie man da das Ding gleich auf den Kopf fällt hier. Yep. Okay, aber ein bisschen Infos haben wir wieder gekriegt. Was ich jetzt machen wollte, ich hätte ich sah mal USB-Stick von dem einen Ding, wo ich mich gefragt habe, warum kann man den mitnehmen? Den hätte ich mitnehmen sollen und über die große Brick bringen und da dann hinstecken. Ich weiß halt nicht, ob das so funktioniert. Also ich sehe das Ding zum Rennen rausziehen, das sehe ich schon immer noch als USB-Stick an. Moment, es ist gerade laut. Oh, also wir haben voll viel erlebt, oder? Okay, wir haben aber 50 Minuten drin, ne? Okay. Ja. Ja, der muss gut durch sein, ne? So ungefähr. Oh. Kriege ich als Stock gequalmt. So, was ich eigentlich sagen wollte. Ich glaube, dass ich da falsch bin. Ich glaube, dass das, wo der Text drauf gespeichert ist, dass das diese große Steinwände sind. Und das Dingens, was man da reinstecken müsse, wo ich halt als USB-Stick bezeichne, dass das quasi nur der Schlüssel ist, um den Text anzuzeichnen, der auf der Steinwand gespeichert ist. Könnte ich mir vorstellen. Deshalb hätte man jetzt halt von der Endsteinwand den USB-Stick halt rausnehmen sollen. Oder kennen. Und dann auf die andere Seite dran und da hinstecken und dann da lesen, was da steht. So, jetzt tun wir aber hier noch ein bisschen lesen. Ich meine, wir haben jetzt wieder ein bisschen was, bisschen Wissen gesammelt. Guck. Aha. Sogar
So. Und zwar von der Sonnenstation in die Türme von Zwillingsasche. Ne, ich fange jetzt erstmal da an. Ne? Die Nomai bereden sich über den Bau einer Sonnenstation, um das Projekt Zwillingsasche zu betreiben. Die Nomai errichteten etwas namens Sonnenstation, aber nicht jeder unterstützte den Bau. Ja. Okay. Mehrere große Nomai-Türme bilden einen Ring um den Äquator von Zwillingsasche. Okay, das wusste ich. Aha, ich sehe es gerade, ne? Guck mal her. Sind die quasi so verbunden oder sowas? So. Und dann hätte ich dann... Aber warum... Was das so Vertote waren die da rum? Weil ich normalerweise finde ich halt nur Skelette. Und die haben ja noch richtig Klamotte gehabt und sowas. Oder waren das Skelette in der Klamotte? Weiß nicht. Schon ist noch was? Nee. Das war es erstmal soweit. Guck mal noch hier. Wieso mal hier da? Ah, die Kraterlaterne. Ja, wenn man drauf halt nicht landen können. Haben wir ja schon gemacht, ne? So, ihr Leid. Aber es füllt... Ach, den kann ich jetzt halt inloggen, aber die Kraterlaterne nicht. Ja, ja. Es war das Schwarzdorn. Da habe ich schon probiert, hinzufliegen. Das ging nicht so gut. Weißloch, was ist denn das da oben eigentlich? Sumo, bisschen geht nicht Sumo. Schade. So. Und da waren wir ja aber auch schon drauf, ne? Haben aber jetzt da keine Entdeckungen irgendwie gemacht. Kann halt da nicht hochgehen, welche zu dem anderen da. Nee, geht nicht. Ja, hopp, ihr Leid. Moment. War ich schon mal auf der Sonne? Oh, was ist das? Die Sonnenstation. Ach, das ist die, wo sie sich drüber beruht haben. Oh, geil. Sollen wir da mal hinfliegen? Oh, Sonnenstation hört sich aber wirklich geil an, oder? Also ich würde sagen, fast nächste Mal, also auf die Sonnenstation, guck mal, die ist doch gar nicht drauf, ne? Die Orbitalkanone ist aber drauf. Oder wird das da aktualisiert? Ich würde halt sagen, ihr Leid, Dankeschön fürs Zugucken. Heute haben wir mal was fertig gekriegt. Nicht zu viel. Also heute war viel Info gesammelt und so. Dann würde ich jetzt aber auch sagen, ne? Ihr gute Trude. Wir machen uns jetzt mal vom Acker. Das ist ja jetzt fast eine Stunde heute. Ich meine, war ja klar, ne? Ich wollte halt einfach weitermachen. Nur im ersten Loop, wo das so saugut geklappt hat mit Höhle und sowas und mit Fusch und tralala. Da habe ich gedacht, ey, ich muss so jetzt halt weitermachen. Aller gut, macht nichts, ist halt mal ein bisschen länger, wo ein bisschen länger was zu gucken. Aller dann, ihr Leid. Dann bis morgen, wo wir eventuell bei der Sonnenstation da vorbeigucken. Aller Haupt dann. Bis morgen. Tschö.